Knackung! Ihre Songs pendeln zwischen Brüllballade für Männer mit Sonnenbrand und Kneipenpoesie in Moll, wie ein lauter Donnergroll aus Alkoholvergiftung und Texthänger. Knackung! Knackung! Prost! Nimm das kaputt, der Darm. Ja. Ja. Das ist Balsam für meinen kompletten Körper. Ja. Was trinkst du denn da, Kid Rap? Ich trinke heute einen Schönrahmen aus der Dosen. Darfst du sagen, ein Schönrahmen oder ein Schorrahmen? Schönrahmen eigentlich. Ich habe es noch gerade vorgelesen und ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich muss da, sage ich mal, mit der Brauerei eh nochmal ein Wörtchen reden, weil ich möchte niemandem so nahe treten, aber es macht gar keinen Sinn, dass das Schorrahmen gesprochen Einmal ist wird. es Schönrahmen dann, ja. Also, Ja, wenn ihr sagt, Schorrahmen. oh, schau mal, das ist ja eine schöne Frau. ja. Dann denkst du, die ist geschoren. Wollt ihr uns komplett verarschen? Wollt ihr, Ja. dass wir uns blamieren von Ja. unsere So schön. Milliarden von Fans da Ja. draußen? Ja, also wir werden jetzt bei jeder Folge ein nice Bier probieren. Und zwar ein nice Hells, gell, von Schönrahmen. Ja, leck mir am Arsch. Ja. Nein, die haben so viel unterschiedliches Bier, das ist Ja. echt Da geisterkrank. müssen wir uns einmal das Sortiment wuseln. Ja, weil Pale Ale habe ich schon probiert, aber das hört nicht auf, das ist irre. Ja, da werde ich mal durchgehen mit so, da werden wir dann auch so Dinge aus dem Maul wachsen wie der Dr. Saltberg. Kennst du den nein, von auf keinen Futurama? Ah, doch, klar, und dann, ja, Dann wird er hier so, na, aber, ja. und dann hier so, pass auf, alkoholfrei. Oh. Haben sie hier- aber nicht. Nein, Gott sei Dank. Kluge Entscheidung. Obwohl es mir wurscht, das muss ich auch sagen. Ja, muss es ja ist nicht ja, man trinken. muss ja dazu sagen, Ja. wenn wir wieder komplett in unserer Fitnessphase sind, Ja. dann kannst du selber mal alkoholfreies trinken. Ich habe jetzt ein neues System und das System heißt Durchfall. Okay, sehr gut, ja stimmt, du hast ganz schön was Ja, weggelassen. also Steht da richtig gut. auch viel Muskeln tatsächlich. Also Ja, das geht. Corona hat mich bisschen- so zusammengefegt. ein bisschen was noch da war. Aber das ist schon, also Arm jetzt echt ganz schlimm. Ja, also überall, wo es gut war, wenn ein bisschen was da ist, ist es weg. Na, Zipfe. Ja, Zipfe, ja. Jetzt schaut es nur noch aus wie so eine Raupenmuschi. Ja. Also, Ich weiß irgendwie ganz genau, was du meinst. Das ist echt nein, faszinierend. weil es ist halt, er ist also eintrocknet Ja, mittlerweile. ich stelle mir vor, wie so ein nicht fertig gedachtes Alien. Ja, oder so eine getrocknete Tomate. Ja, so, also schon. Genau. Aber eine Rispentomate, oder? Kann Ja. ich von die. Nein, schon eine kleine, ja. So. Ja. Genau. Apropos Rispentomaten. Einige Frösche können ihren eigenen Knochen durch die Haut drücken, um sich zu verteidigen. Oh, das ist ja geil wie Wolverine. Ja. Nur ich glaube, dass es nicht wieder zuwächst, so schnell. Ja, irgendwann schon, oder? Weil es Ja. was meinst du, ich meine, wenn das jetzt so ein Hooligan-Frosch Ja. ist, der jeden Tag oder jedes Wochenende nur unterwegs ist, um sich schön einen Schädel einzuhauen, oder ein paar andere Frosch-Hooligans. Ja. Was meinst du, wie viele Knochen dann da rausstehen? Ja, das war geil. Ja. Nein, das ist ja nicht geil. Du hast gerade gar nicht zugehört, du hast gerade da wieder. Das hast du rüber geschaut, hast du gesehen? Erwischt. Ja, ich kenne diesen Erwischt, abwesenden ja. Blick von mir selber, der sagt, ja, das war geil. Aber gut gerettet. Ja, Ja. normalerweise. Einfach lachen. Normalerweise funktioniert das aber immer. Ja. Das war Nein. was schaust du denn? Was stört Ich hab denn da nichts. hinten? Ich hab nur gelacht. Das macht mich brutal nervös, wenn du die ganze Zeit nach hinten schaust. So. Ja, Ist schon so. ja. Also cool mit den Frösche. Danke für den Fakt. Weil Ja. Das ist ja viel cooler, wenn man einen Fakt nennt und man danach gar nicht mehr drüber reden kann. Ja. Ich habe da apropos Frösche, weil wir gerade beim Thema sind, wenn es mir mal kurz zuhören darfst, Ja. habe ich glaube ich auf dem Weg von da nach über den Silvenstein, glaube ich, 60 Frösche umgebracht, weil da gab es einen Tag und da waren die alle auf der Straße und ich glaube, es war zu kalt, weil die sind alle nicht gekupft. Die War sind, das Klimakleber? ja, ja, ich bleibe für einen nicht so warmen Teich, haben sie gesagt. Das merkt sein. Ja. Und man hat nichts machen können. Also wenn ich dann den einen ausgewichen bin, sind 5 andere da gewesen und die sind nur gegangen. Also die sind nicht gesprungen, sondern die sind wirklich so auf alle Viere so schaut das langsam. aus? Saudumm und sie sind nur langsamer. Aha, ja, logisch. Und die ganze Straße war voller Matschfrösche. Fuck. Andererseits in Greit, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Da haben sie ewig lang richtig viel so Schutz aufgebaut. Ja, das machen sie eigentlich. Haben sie Bad Heilbrunn. Längeres und so weiter auch mal gemacht, aber ich glaube, da gerne jetzt die Leute aus, weil die alle auf der Straße kleben. Ja. Die das früher gemacht haben Ja. mit diesen coolen Zäunen. Ja.
Ja, Na, wir sind beim Ramadan. ja da war Gefallen. ich Firma dabei, gell? Ja. Beim Ramadan, Ich nicht. vom Ja, Fischereiverein. ich war nicht beim Fischereiverein. Ich schon. Ja. Da ist mir zu teuer geworden. Ja. Aber ich habe nicht mehr fischen dürfen, weil ich den großen Schein braucht hätte. Naja, habe ich Also schon gehört, ja, da musst du auskennen. Dann die ganzen Arschlöcher, dann müssen es 4 Milliarden Knoten kennen und das dafür, dass ich dann, sage ich mal, vor so einer Holzhütte hocke und mich einfach komplett behindert sauf. Ja. Und einen verkrüppelten Wurm. Ja, schon. Das Wasser schmeißen mir völlig wurscht, dass es so beißt. Das kriege ich bin da so besoffen, ich kriege nicht mehr mit, ob da jemand beißt. Ja, es ist und schon ob ich fast, einen Schwimmer oder einen Haken drauf habe. es ist ja faszinierend, weil ich hab mir dann immer gedacht, gut, also wer diesen Fischereischein alles schon geschafft hat, dann kann ich Ja, das eigentlich nicht ja. so schwer sein. Man, da hocken teilweise Typen da und ich glaube, die wissen nicht, die sind so dumm, die wissen nicht, wie eine Augen funktionieren. Also, Ich glaube, das sind die gleichen Leute, die sagen, der Ausbilderschein ist so schwer. Ja. Oder ich habe meinen Führerschein auf 16. Mal erst bestanden, aber der Prüfer war ein Depp. Ja. 15 Mal Ja. war er ein Depp. ja, das sind die gleichen Leute, die wo irgendwo arbeiten und immer wieder rausgeschmissen werden und dann Ja. lachst an die anderen. Die Leute waren so blöd. Dann denke ich mir so, ja, die Leute sind vielleicht 3-mal blöd, aber beim 4., 5. Mal bist du einfach Bist du komplett der wahrscheinlich Vollhurensohn. Ja. mitverantwortlich. Ja, ja wie nennt man das? Jetzt haben wir einen Klassenkameraden, das wollte ich sagen. Gehabt, der auf der Forstfahrt, der hat wie ich, gell, Fachabitur, dass er durchboxt. Der Ralle, wenn du das siehst, Ralle. Dieser Typ hat seinen Führerschein aufs 5. oder 6. Mal erst bestanden, seinen praktischen, Ja. und hat das relativ detailliert erzählt, wie das zustande kam. Also er hat am Schluss dann, das ist immer peinlich, seine Aussagen, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat er am Schluss 6.000 oder 8.000 Euro für seinen Führerschein, ja. weil du musst ja nach dem 3. Mal, wenn du es verkackst, musst warten und musst echt viele Stunden nochmal machen. Und das ist ihm halt, und das war erst das 3. Mal, also dann noch 3 Mal machen müssen. Und das ist halt, aber das war auch ein. Ja, ich glaube, wenn du einmal durchfliegst, okay. Ich meine, es nicht so, also es wird Black laufen. Beim 2. Mal bist du halt dumm und ich glaube, ab dann spielt aber auch ganz viel Nervosität mit. Weil ich glaube, dann Bei hast du früher schon beim ersten ja, Mal. schon, ja. Dass du dann da ein bisschen in die Buchse machst. Dann. Ja, also ich bin ja da, Es geht ja um Geld. bin ja Dann da hingegangen wie der König. ja. Das einzige Mal, wo ich wirklich ein kleines bisschen, also Panik auch nicht, also ich habe ja null Prüfungsangst und allgemein gibt es für mich keine Momente, wo ich aufgeregt bin. Und eigentlich war das bei sowas wie einer Führerscheinprüfung schon angebracht, finde ich, weil, ja, hängt da eben ein bisschen Geld dran. Ja. Aber was mich doch ein klein wenig unter Druck gesetzt hat, ist, ich habe mein Feuerwehrauto gekauft, wie du mitgekriegt hast. Ja. Und habe den Führerschein versucht innerhalb von, ich glaube, 3 Wochen zu machen. Und das ist schon eine Herausforderung. Ich habe da mit der Fahrschule geredet und gesagt, das kriegen wir schon hier. Und dann musst du 1000 Sachen machen, dann machst du den Erste-Hilfe-Schein, aber den ganz großen hier. Gell? Und am nächsten Tag habe ich schon alles Buch gehabt für den Urlaub. Ja. Habe am Vortag also meine Prüfung gehabt und da muss ich schon sagen, war die Fallhöhe natürlich war schon hoch. gegeben, weil ich also ich einfach nicht fahren dürfen mit diesem Feuerwehrauto. Aber Ja. Ja. Ich glaube, bei mir ist da der große Vorteil, dass ich halt so Konsequenzen irgendwie immer ausblende. Also, ja, ich denke mir so, ja gut, dann schaffst du es halt nicht, gell. Dass das halt dann wieder 400 Euro mehr da sind. Ja. Also, aber auch, schlafst halt gut, wenn du bist. Da schlafst du sehr gut. Nein, also Konsequenzen machen wir jetzt auch nicht immer so viel Gedanken. Aber ich glaube, sonst kann man nicht machen, was wir Nein, machen. wahrscheinlich nicht. Entschuldigung, dass ich mir jetzt oft an der Nase kratze, ich glaube, Allergie. Ja, Oder das ganze Kokain. Das, Ich habe einen, also was ich da anbieten kann, ja. ich habe einen richtig guten Luftreiniger. Und also wirklich, der ist scheinbar für Allergiker top. Okay. Wenn du aus der App siehst, wie gut ist die Luft, also vor allem für so, wie nennt man das, Podcast kann man aufstellen. Kann man mal, Sind ja. die Leute nicht mehr so genervt von dir. Ja, irgendwie juckt gerade alles. Das ist gut. Gut sein, glaube ich, Ja, schaust aber, lässt aber nicht ummerken. ja. Naja, ich habe ja vom Tom das Monday-Ding gekriegt. Oh ja. Ich habe jetzt da, der komplette Pressetext, glaube ich, dauert es lang, aber also kompletter Presseartikel, das war jetzt unser neuer Pressetext, wenn den gemeine AI schreiben darf. Über uns. Über uns, ja, Los Brutalos. Los Brutalos, wenn Mittelmaß eine Band wäre. Es gibt Bands, die verändern Genres. Dann gibt es Bands, die ignorieren Genres. Und dann gibt es Los Brutalos, die musikalische Entsprechung von einem warmen Dosenbier um 23 Uhr auf einem Parkdeck in Castrop-Rauxel. Die Gruppe besteht aus mehreren Männern, die alle wie der lustige
Cousin auf einer Gartengrillparty wirken. Bieten eine eigenwillige Mischung aus Bierlaune, Gitarrenriffs und Texten, die klingen, als hätte jemand einen Reimlexikon-Generator mit Schlaganfall programmiert. Ihre Songs pendeln zwischen Brüllballade für Männer mit Sonnenbrand und Kneipenpoesie in Moll. Stilistisch irgendwo zwischen Dorfdisco, 2008er YouTube Deutschrock und dem Sound, den Bluetooth-Boxen machen, wenn sie fast leer sind. Versucht die Band Emotionen und Eskalationen in Einklang zu bringen, mit mäßigem Erfolg und maximalen Lärmpegel. Also 2008er YouTube Rock ist das weh. Ja, es sind immer einzelne Teile, die sehr lustig sind. Ja. Was Los Brutalos allerdings auszeichnet, ist ihre Standhaftigkeit. Sie machen weiter, immer weiter, auch wenn niemand darum gebeten hat. Auch wenn Spotify jedes Mal fragt, ob man wirklich noch zuhört. Auch wenn sie sogar das eigene Merchandise weigert, getragen zu werden. Ihr kommendes Werk soll anders klingen. Kritiker vermuten dieses Mal vielleicht gewollt. Ja, genau. Ah, das war der falsche. Der andere war lustiger gewesen. Nein, ich muss da für die Leute... Entschuldigung, ich habe vorher über den Luftreiniger erzählt. Los Brutalos. Wenig Leute, viel laut, kein Charme. Oder waren Sie nicht das wieder falsch? Wie hast du denn? Also 3 waren es insgesamt. Wenn du das vorliest, schau ich. Ich habe vorher gesagt, Kamera läuft, gell? Dann wird es auch sein. Jetzt habe ich es gleich. Ja, ich mache dabei hier so ein Geräusch mit dem Ding. Ja, das ist eh cool. Das macht mich echt nervös, wie lange du suchst. Weil, also was ist, du überfliegst ihn gerade, um dann zum Schauen, ob es ist. Was ist der lustige ist, ja. Okay. In einer Zeit, in der... Pressemitteilung. Los Brutalos, wenig Leute, viel laut, kein Charme. In einer Zeit, in der Musik für die Massen gemacht wird, machen Los Brutalos Musik für, sagen wir, sehr ausgesuchte Nischenzielgruppen. Die Band, die aussieht wie ein Junggesellenabschied, der nie aufgehört hat, liefert kompromisslos das, was niemand bestellt hat. Ja. Laute Töne, krude Reime und das Versprechen, wir kommen, auch wenn keiner will. Bekannt geworden durch Auftritte vor so tragisch kleinen Menschengruppen und Soundchecks, die mehr Applaus bekommen als die eigentlichen Lieder, haben sich Los Brutalos mittlerweile einen Namen gemacht, einen kleinen. In ihrer Heimatregion. In bestimmten WhatsApp-Gruppen, vielleicht. Doch Los Brutalos geben nicht auf, weil sie gar nicht wissen, wie das geht. Ihre Musik ist wie ein Mettbrötchen auf dem Veganertreffen. Fehl am Platz, aber hartnäckig da. Sie bringen das, was man nicht braucht, aber irgendwie bekommt. 90 Dezibel Testosteron und Textzeilen mit dem literarischen Anspruch seines Autokennzeichens. 90 Dezibel ist gar nicht so laut. Na. Ihr neues Album, brutal unterschätzt, erscheint demnächst auf CD für die 3 Leute, die noch einen CD-Player haben. Für Presseanfragen, Booking oder Gruppentherapie. Ja. Das ist doch ganz nett. Ja, das kann man eigentlich so direkt rocken. Immer wenn du denkst, du bist selber schon selbst ironisch genug, bist schon gemein genug zu dir selber, dann kommt Monday. Ja, und fickt er ohne Kondom in den Arsch. Ja. Und das ist irgendwie gut. Das ist das große Problem. Und ich sage nur, ich will es nicht, weil die Kamera läuft. Dann sage ich, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Weil du gerade gesagt hast, die Kamera läuft. Ja. Der Tom hat mir vorher gesagt, dass, also sagt dir Lily Phillips was? Nein. Nur für, die Tussi, die 100 Typen gefickt hat. Okay, ja, richtig. Da gibt es ein Doku drüber. Ja, klar. Ja. Da gibt es wirklich ein Doku auf YouTube. Das war schon klar. Zum Schluss heult. Das ist gut. Spoiler, Entschuldigung. Ja, das ist mein Bier. Das ist nicht dein Bier, das ist dein Bier. Ja, er stoßt man immer auf bei jedem Schluck. Die hat sich jetzt in einem Podcast von einem Midget ficken lassen. Haben wir vorher angeschaut. Okay, schön. Ja, weil der Tom und ich waren uns also uneinig, weil ich habe gesagt, ich muss ja meine Rasse verteidigen. Ja. Ich habe gesagt, dass Midgets meines Wissens, also so richtige Midgets, was wird der gewesen sein, ein Meter, einen relativ normal großen Schwanz haben. Ja. Und er hat gesagt, nein, das war, er hat den als kleiner Schwanz in Erinnerung. Ja, sehe ich diese brutale Keule. Ja. Aber also, ich habe es mir angeschaut, es war irgendwie,
Das war befremdlich, das ist geil, weil sie war Doggy und er hat einfach stehen können. Ja. Das ist so geil. Crazy. Das ist richtig, also das ist... Ja. Vor allem die Situation war irgendwie verrückt. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Podcast. Ja. Sitzt eigentlich am Anfang noch komplett normal gegenüber und fängst einfach zum Ficken. War das ein normaler Podcast oder war das schon drauf Weiß ich nicht, aber ist das Also ein normaler schätz, Podcast? Möchtest du Lily Hey, Phillips? ist das ja ein normaler Podcast, ist die Ich Frage. glaube schon, ja. Glaube ich nicht. Na, schauen wir mal. Was ist ja, du möchtest Lily Phillips? Aber ich glaube, die steht schon gerne im Mittelpunkt. Glaube ich nicht. Na. Aber es hat dann, nachdem sie die 100 Typen gefickt hat, irgendwie eine gegeben, die mit 1000 Typen ficken Ich will. hätte gemeint, das war dieselbe, aber das ist mir dann schon mitgeteilt worden, ja. 100, aber in was für einer Zeit? Es interessiert mich immer. Du hast die Doku gesehen. Nein, nicht ganz. Du hast gesagt, am Schluss Holz. Du bist der Typ, der vorspult, um zum Schauen, ob... Jemand heult, ja, meistens. Nein, ich habe eine TikTok-Zusammenfassung gesehen. Die ganze 12 Minuten habe ich nicht gehabt, mir die komplette 12 Doku. Minuten heißt Ich habe das? keine Ahnung, wie lange. Okay. Ja. Ja, weil mich interessiert nach wie vor bei dem Ding. Also jeder hat eine gewisse Zeit gehabt, ich glaube 5 Minuten oder so, der da abspritzen hat müssen oder irgendwie. Aber ach so, also alle 100 haben kommen müssen. Nein, das nicht. Sie haben es nur 5 Minuten ficken müssen oder so. Und haben halt Zeit gehabt, so lang abzunudeln. Was mache ich mit den anderen 4 Minuten 55? Ja, aber hey, mit ihr reden, keine Ahnung. Ja. Ja, nichts zum Sagen. Also da hocke ich dann auf und sage, du Madel, lass gut Ja, sein. weißt du, Der Scheißgelaber. erstens fühlen wir danach brutal widerlich. Ja, schon, das bin ich hier mit Dann sag ich, 99 anderen Typen. Fuck, die haben die ganze Zeit zugesehen, weil sie die ganze Zeit meinen Arsch immer wieder öffnet und schließt. Ja, schon, außerdem bei meinem Glück bin ich Nummer 96. Ja. Und währenddessen habe ich es eigentlich noch voll cool gefunden. Ja. Und ich habe gedacht, vielleicht schaut es ästhetisch bei der Kamera aus, wenn ich während des Fick hier so hinten 3 Finger in meinen Arsch schiebe. Mama, falls du den Podcast anschaust. So ist ein Scherz. Ja, das sind 4 Finger. Ja, meine Mama hört sich tatsächlich den einen oder anderen Podcast an, habe ich mir Okay. gehört, vor allem die Thailand-Folgen. Ja. Ja, Ja gut, die kennt die ja schon länger, oder? ja klar. Ja, der Aber Mann wenn war irgendjemand muss es auch haben. jetzt, glaube ich, enttäuscht, weil ich einen Geburtstagsgruß geschickt habe und habe gesagt, hey, ich habe jetzt nicht beleidigt. Oh, Entschuldigung, nicht meine Mama, meine Mama. Ja. Meine Mutter. Mom. Naja, Ma'am. Ja. Okay, sagen wir mal, Wochenrückblick, gut, war filmtechnisch war ein bisschen was los, aber das ist wenn das irgendjemand interessiert. Was war denn los? Ach so, nein. Ostern war, das ist auch nicht so spannend. Was schon interessant ist, dass wir jetzt also eine Masseninfektion hier im Büro haben. Also wir haben uns jetzt alle einfach hochgesteckt und wir kotzen jetzt eigentlich den ganzen Tag. Also das Büro, unser Studio ist alles voll mit Kacke und Kotze. Na, dass ihr es mal gehört habt. Ja. Also falls irgendwo in den nächsten 2-3 Wochen keinen eigener Scheißhausbereich im Backstage gibt, dann wird es höchstwahrscheinlich auch anstecken bei uns. Weil Weil also ich wir versuche scheißen einen auf- Hubschrauber zu machen Ja. beim Scheißhaus, aber ich werde halt aufgrund des Sprühradius, soll ich eigentlich keinen Hubschrauber machen. Nein. Weil das ist, als da halt wirklich ein Hubschrauber Jo. über einer Schlammpfütze Ja, über so versucht Rasen. zum Landen. Ja. Wer ein Schlauch, der sich selbstständig macht. Ja, genau, ja. So in der Art. Ja, der Papst ist gestorben. Oh, der Franziskus, Ja. ja, wie Meng. Guter Typ. Hast du gewusst, wie lange das Arschloch Papst war? Entschuldigung. Nein, also ich habe nicht mehr gewusst, dass das der ist. Ich habe gefragt, ob das, also ich habe mit dem Ratzinger verwechselt. Aber ich bin halt, also wirklich, was Ja, ja. Also Religion angeht, das interessiert mich so wenig. Ja, Ja. ja, Papst ist schon was, was man wissen könnte. Ich weiß auch nicht, wer von den Moslems der König ist. Keine Ahnung. Ich glaube, der Trump, Na, wenn man nicht alles täuscht. na, das ist was, wo ich lese und da manche Leute sind da echt schockiert. Ja, Ja. ja. Also jetzt tut mir leid für den Typen, aber Ja. ich glaube, das war auch nicht mit Das war Hebammen ein schuld. Mensch, ja. Jetzt ist er beim Chef um. Ja, schon hat der Bruder viel gebracht. Ja. Express auf. Ja. Ich gesagt, ja, das ist schöne Scheiße. Ja. Jetzt aber gut noch am letzten Tag hat er schon noch am Vize von Amerika eine Standpauke gehalten und dann zack. Zufall? Stimmt. Oh ja. Ja. Richtig. Und dann heute momentane Teleportation Ja. auf. Also ich glaube schon, wenn du so Papst bist und von Anfang an Pfarrer und du hast wirklich noch nie eine weggeflankt, dass dann schon, wenn du da so abnippelst,
Die dass du es bereust. Ja, safe. Ja, natürlich. Da denkst du, super, jetzt war ich hier der Häuptling hier von diesem traurigen Verein. Ich glaube aber, wenn du in dem Alter wie er abnippelst, dann ist, da wäre es da schon wieder wurscht. Also, dann wäre es da rein, was dein Libido betrifft, wurscht sein, aber es wäre ja einer dieser Dinge sein, die du bereust, was du sagst. Aber ganz ehrlich, das will mir doch keiner erzählen. Nein. Das sind doch auch Menschen, die werden doch gefickt haben. Das will mir keiner erzählen, dass der Franziskus nicht. Der ist ein Argentinier. Ja, schon. Kennst du die Latinas? Freilich hat der Kerl gefickt. Der ist von einer Favela an die andere und hat gesagt, hier Salbung, hier Zipfe. Ja, also das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern du bist ein Mensch, du bist eine Maschine, du bist... Das ist nur eine Art Comic Relief. Ja, richtig. Das wir damit klarkommen können. Ja, scheinbar ist ja das Zölibat ja ultra spät eingeführt worden. Ich weiß nicht mehr, was die Jahreszahl, aber irgendwas zum Mittelalter oder 1300 rum, keine Ahnung. Einfach glaub, nur, weil die Kirche gemerkt hat, okay, die Burschen, die haben auch noch andere Dinge im Kopf, aber das steht nirgendwo in der verfickten Bibel oder so. Viel sind auch nicht in die Bücher, die Menschen da rein interpretieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das ist mir im Endeffekt wurscht. Ich ist auf jeden Fall kein Schwein. Nein. Weil das steht in der Bibel, oder? Ja, schon, ja. Kein Schwein und du darfst da keinen Fisch mit Käse mischen. Ja, aber das stimmt tatsächlich. Ja. Hast du schon mal Fisch mit Käse gegessen? Kannst du mir nicht vorstellen. Ja, also Frischkäse, klar. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Scampi-Spaghetti mache, da habe ich schon ein Parmigiano drauf. Parmigiano-Fälle, ja. Oder auf meinem McFish, da sage ich schon Bacon und Käse drauf. Ja, und bitte uns ordentlich Sprühkäse. Schon, ja. Und dann habe ich noch selber so ein Packel Sandwich-Käse in der Tasche. So schön raus aus der Verpackung. Was ist deine ehrliche Meinung zu Sandwich-Käse? So Schablettenkäse. Ja, also es ist... Scheibletten. Das ist ein bisschen so eine Mischung. Also irgendwie so mein White Trash-Ich sagt, ich muss es gut finden. Ja. Aber es ist jetzt natürlich mit einem guten Käse absolut gar nicht zum Vergleichen. Aber ich habe mir letztes Mal tatsächlich einen Burger damit gemacht, Smash-Burger. Gern, gell? Ja, und da ist dann irgendwie schon geil. Ja. Aber irgendwie schaut es der Käse, dass sich dann der Burger noch ungesünder anfühlt wie schon. Das Mundgefühl ist halt krass, weil das ist jetzt so brutal. Ja. Aber das Gute ist, er schmolzt halt, wenn du ihn anschaust. Ja, das ist geil. Ja. Naja. Konzertvorbereitungen machen wir gerade fleißig. Das ist noch passiert. Bierzeit Massenvernichtungstour startet. Erster Gig Benedikt Bayern nächste Woche. Die Woche sind wir Go to Go, da sind wir auch gerade noch am Machen und Tun und Rödeln. Ja, wir spielen ja erst morgen und heute fangen wir an. Ja. Wir sind ja Profis. Im Endeffekt ist es das Gleiche in Grün. Ja. Nur halt noch geiler und halt noch textsicherer. Gell? Ja, schon, ja. Hast du schon mal einen Texthänger gehabt irgendwann im ganzen Leben? Nein. Ja, nicht. Das ist, ich habe ja noch ein Intro gemacht gestern, ein lustiges. Das habe ich auch erst mit ChatGPT probiert, aber das war mir dann nicht, habe ich nicht vom Ende gewusst und dann habe ich es selber noch umgeschrieben, weil es mir nicht lustig genug war. Und da ist auch eine Beschreibung, dass wir über die bayerischen Bühnen kämen wie ein lauter Donnergroll aus Alkoholvergiftung und Texthängern. Ja. Treffend. Ja. Sehr treffend. Schockierend treffend. Ja, na gut, habe ich geschrieben, wir kennen uns ja. Genau, das steht da und dann geht es Mai, Juni, bam, 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 ein Gig nach dem anderen und alle nur, ja, los. Das ist so geil. Ja. Die Wiederzeit ist zum 100. ausverkauft ist. Ja. Kleiner Gag. Voll. Ja. Alles, oder? Wir. Naja. Okay. Ist dir noch was, fällt dir noch was ein? Ja, wir arbeiten fleißig an unserem neuen Song. Ja, stimmt. Da haben wir ein schönes Chörchen aufgenommen. Wir haben, ist jetzt gerade bei unserem Mischer. Ja. Das ist jetzt noch Feintuning. Haben wir ein paar Reels auch schon dafür gedreht. Ja. Ich weiß nicht, wann die droppen. Wenn ich die Version habe. Ja. Das wird heute kommen. Also aus einer Sicht vor 3 Tagen. Donnerstag. Ja. Also das bedeutet, wenn ihr den Podcast hört, ist der Song zu 99,5% schon fertig. Ja. Facts. Und ich wahrscheinlich schon hin, weil ich mich morgen trotz meines körperlichen Zustands komplett behindert saufen werde. Schön. Ja. Kommen wir mal. Muss man machen. Ich habe ein Hotel da. Ja. Deswegen sind wir behindert. Me too. Ja, das ist schon. Ich werde auf deinem Gesicht schlafen. Ja, auf deinem. Das wird blöd ausschauen. Wow, 69 kuscheln. Ja. Und dann halt immer so Rollen machen. Ja, so ehrlich. Das ist die Todesrolle von Alligatoren. Ja, dass jeder halt eine ordentliche Ladung Sack im Mund. Sacke dann nicht.
Wie viel Euro darfst du meinen Sack im Mund nehmen? Das nur im Mund nehmen, also pass auf, so. Ja, nur die Dosen einfach. Ja, das krieg ich nicht. Also einfach nur, also pass auf, ich möchte gar nicht, dass du musst nichts mehr machen, einfach nur so reinlegen. So. Ja. Ich glaube, dass. Also den humoristischen Faktor darfst du nicht außen vor lassen. Also müsste schon ein Betrag sein, weil das ja mein Ansehen ja bei dir wahrscheinlich höchstgradig schädigt. Dann machen wir es so, also es ist schon auch, sage ich mal, Wir kriegen beide verpflichtend. Geld dafür. Oder Nein, es ist verpflichtend, ja, das sowieso. Es ist verpflichtend, dass ich dann auch deinen Sack in den Mund nehme. 10er. Zahl ich dafür. Ja, schon. Na, Schreibt mir in die Comments, was. Also, wir tatsächlich ein Kid-Rap singen, nachdem er meinen Sack im Mund gehabt hat, oder und mir, nachdem nachdem wir gegenseitig unsere Säcke geben. Ja, genau, das was an eurer Meinung uns gegenüber ändern. Ja, oder ich glaube, das ist so, wie wenn du mal eine schlechte Phase hast und du bist offen mit den Leuten und sagst so, hey, Ja, genau. also ein bisschen Schwäche, also es ist keine Schwäche, wenn man den Sack von seinem Späßel im Mund nimmt. Das sagt, dass er schneit hat. Ja, schon, ja. Ja. Dass man bereit ist, neue Wege jetzt zum Schluss. Na, von dem her, ja. Also wirklich, ist wichtig, also derjenige, der jetzt überlegt, also ich wirklich jetzt was in die Comments schreiben dazu, ist gut für den Algorithmus, das hilft uns. Ja. Nur mit eurer Unterstützung können wir diesen Podcast wirklich weiter stemmen. Umsonst, so lange. Also, For free. Ja. Weil sonst müssen wir schon langsam, jetzt sind wir hier am Anfang, Premium. Ich glaube, das ist eine Funktion einführt, dass manche Leute früher sehen, wenn es zahlen. Ich glaube. Weil wenn wir dann wieder Spart liefern, macht das umso lustiger. Ich habe den letzten Podcast exportiert und ich war fast durchdreht, weil es nicht geklappt hat. Immer wieder kam eine Fehlermeldung, weil ich habe es auch mit meinem alten MacBook exportieren müssen, wegen Magic Bullet. Das hat mich so zwider gemacht. Ja, das Neue ist jetzt dann Da Vinci. Ja. Und dann kannst du es einfach. Das musst du nicht mehr. Na. Thema der Woche: Österreich versus Bayern. Oh. Ja. Pro und Contra: Leben, Bier, Leute, Politik, Preise, Natur, etc. Was? Hallo. Pro und Contra von Leben, Bier, Leute, Politik, Preise und Natur. Sauschwieriges Thema, weil ich sehe uns, also das ist wie, wenn ich sage, lass eine Leberkasse gegen eine Weißwurst. Nein, das ist ein schlechter Vergleich. Lass ein Schnitzel Gegen Cordon gegen Bleu. ja. Oder eigentlich ist es, wenn du sagst, lass ein Schnitzel gegen ein anderes Schnitzel antreten. Ja. Vielleicht sollten wir Bayern, obwohl dann ist es nicht mehr so. Es ist doch Bayern, es ist versus Bayern. Ich gerade sagen, ja. Machen wir Deutschland, dann können wir Deutschland schon zerpflücken. Ja, schon. Nein, Bayern, Österreich, mein Gott, also wo Fangen uns wir an. Leben. das Leben, wo ist schöner? Ja. Also Natur gebe ich Österreich den Punkt, knapp. Einfach, um einen Österreicher zu zitieren, wir Spielzeugberg haben. Ja, stimmt. Das ist ein Skigebiet. Ja, das sind unsere. Aber haben die so viele schöne Seen? Ja, schon. Wo ist denn der Königssee? In der Nähe von Berchtesgaden, oder ist der in Österreich? Ich weiß nicht. Nein, das ist schon bei uns. Ja, Das ist schon bei uns. Berchtesgaden. Aachensee, Ja, andere Seen, Sölve, ja, der Wolfsklamm. ja. Haben die alles nicht? Nein, also, ja, wahrscheinlich ist es peinlich zum Sagen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, dass es in Bayern schon auch unendlich schöne Natur gibt, aber Ja, doch, gefühlt hätte es wahrscheinlich auch in Österreich Also du gegeben. musst schöne Natur ja in Bayern, aber auch nur in Oberbayern und im Allgäu. Ja, Weil sobald das du stimmt, hinter ja. Minger bist, Ja. Aber gibt es in Österreich nicht Hat's auch erst die hässliche Augen. Flecken? ja, schon, wenn es halt dann Richtung, also ähnlich wie bei uns, wenn es halt dann in manchen Teilen von Oberösterreich, die wo da so an der Grenze sind. Wie schaut es denn um Wien rum? Also ich habe echt keine Ahnung von Österreich. Haben die irgendwas Cooles? Um Wien, also Wien selber ist Bist schnell in Ungarn. das ist gut, ja. Ja, nein, also die China-Sachen sind schon eher Tirol, Ding, Salzburger Land, da Pinzgau, die ganze Grafie, Kärnten, glaube ich auch, und halt, wer ist das andere noch? Nicht, fuck, Steiermark. Steiermark. Ja, das sind so die Dinge. Ich weiß, ein Ding war ich noch nie in dem kleinen, fuck, wer ist Luxemburg. Vorarlberg. Ah ja, nein. Ja. Das Vorarlberg. Ich glaube schon, dass das Österreich gehört, oder? Mal googeln. Hey Google. Googlest du, oder? Ja, ansonsten mein Leben. Ich hab's fast geschafft. Ja, du wirst schnell am Tippen. Von Berg haben mir nur 3 Buchstaben gefällt. Ja, Vorarlberg ist eine
ein gebirgiges Bundesland im Westen Österreichs, das an Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz angrenzt. Aber ist auch schön. Ja. Foto sagt ja. Ja gut, da kann ich jetzt Bielefeld eingeben und dann kommt wahrscheinlich relativ okay. Gib mal Duisburg ein. Gib mal Duisburg ein. Ah ja. Oder insgesamt NRW. Ja, okay, von NRW werden sie dann irgendeine Scheiße vom Rhein oder so bringen. Duisburg, Bilder. Oh. Der große, ja, schaut dir das an. Der große Duisburg-Test. Ja, schau das mal an. Aber gut, da ist jetzt auch viel Licht. Ja. Aber schauen wir mal, Duisburg-Landschaft. Ja, da wird's. safe. Ja, schau dir, die kennen ja alles. Also da kannst du ja alles schön ausschauen lassen. Ja, gut, ja. Das meine ich damit. Ja. Ja, Duisburg war jetzt bei mir nicht ganz oben. Auf der Tanzkarte, ja. Gut, ja. Also insgesamt leben, wenn wir da noch so einkaufen, ist bei uns viel billiger. Das ist auf jeden Fall der Gesundheit. Ich weiß gar nicht, warum wir uns immer anstecken. Ja. Ja. Also so insgesamt der allgemeine Supermarkt bei den Österreichern scheiße teuer, wo es eigentlich fast das gleiche ist wie bei uns. Wobei die Österreicher noch stolzer Branding betreiben. Da steht überall drauf, aus Österreich, aus Österreich. Ja, wir dürfen ja nicht mehr. Nein, sonst bist du gleich wieder ein Nazi. Seit dem Zweiten Weltkrieg dürfen wir ja gar nicht mehr stolz. Wir Bayern. Ja, ist so. Also wo wir auf jeden Fall also wie du schon sagst, einkaufen ist echt um einiges teurer. Ja, wir haben mehrere Metropolen im Verhältnis. Also gut, das war jetzt wieder Deutschlandmäßig. Wir sind halt auch 1000-mal. Ach so. Ist nur ich glaube, wir Bayern. sind schon. Aber auch Bayern ist doch Stadttechnisch meinst relevanter als Österreich in der Welt. ja. Also was hat Österreich? Und ich bin Österreich-Fan, wie du weißt. Das ist vergleichbar ist mit dem Oktoberfest. Après-Ski am ersten Ja, wahrscheinlich. das haben wir auch Nein, in Bayern. Wo? In Bayern gibt es kein Après-Ski. weniger. Also gibt es nicht so, dass irgendwo jeder... Klingt, dass du Hütten kennst, ja, schon, ja. oder? Ja. In Bayern, wie willst du mir jetzt erzählen, in Bayern gibt es kein Après-Ski. Also nicht so wie in Österreich. Ja, In dass da Österreich mehr existieren Ortschaften nur, damit da Leute im Winter Skifahren können und sich da behindert saufen. Ischgl. Ja, Bayern zum Beispiel. Ja, das Ischgl in Bayern meinst du? Nein, das Ja, also das. ich wollte Ja. sagen, Ischgl ist ja eines dieser Gebiete, die du wahrscheinlich meinst. Ja. Ja, okay. Ja, Après-Ski ist geil. Ja, aber trotzdem, glaube ich, wissen mehr Leute vom Oktoberfest wie vom Après-Ski. Also Après-Ski ist eher so ein Europa-Ding, glaube ich, und Oktoberfest ist ja... Ich finde, es fühlt sich richtig schmutzig an, wenn man Österreich mit Bayern vergleicht. Das Ja. ist ein ganz bisschen, wie wenn du deine zwei Kinder miteinander vergleichst. Ja, und vor allem, weil wir ja beide im selben Boot hocken, mehr oder weniger. Sind ja beide Bayer. Und einmal sollte man jetzt da irgendeinen Österreicher da hocken, ja. den wir halt nicht drehen lassen und sagen halt, der Fotzen. Ja, das scheiß Du Ösi. Schlutenscheiße. Ja. Schleich dich zurück in dein hässliches Land. Ja. Die Natur ist schier und der Bier ist zum Kotzen. Ja, schau da mal Innsbruck an, was sind das für Berg? Ja. Und Vorarlberg ist gar nicht in Österreich. Ich mag immer, wenn du irgendwelche Fotos von Minga siehst, wirst dann die Bergkette, die du eigentlich nur so siehst, dann auf einmal so groß Das ist. ist einfach so direkt unter der Frauenkirche. Ja, siehst du so den schlechten Photoshop-Rand, weil es wieder irgendein geschissener Praktikant gemacht hat. Jetzt einmal die ganzen Scheißüberpunkte, die nerven mich. Ja. Ich habe so viele gute Gedanken. Ja. Nein, also, wo wir voraus sind. Ja. Das erste, was mir einfällt, ist definitiv das Bier. Ja. Sind wir voraus, da könnt ihr sagen, Meilenweit. was ihr wollt. Meilenweit. Also das ist, als hätten wir, wenn ich im Vergleich euer Bier trinke, ist das, als hätten es mir direkt ungefiltert in den Mund pisst. Ja. Und zwar nachdem derjenige oder diejenige 6 Monate in Folge Spargel und anderes Lauchgemüse zu sich genommen hat. So schmeckt euer Bier im Vergleich. Trink es trotzdem. Absolut, Natürlich. Spitzenbier. Kann ich nur davon reden. Ja. Nein, mir ist das ist österreichische klar. Bier tatsächlich egal, wenn ich die Wahl habe. Ja. Nehme ich ein bayerisches Bier. Zu 1000%, ja. Aber es ist halt ja hier auch, was ich letztens schon erwähnt habe, für mich ist es die Drinkability. Es ist nicht so, dass ich ein österreichisches Bier trinke und man denkt, "Bah." Ja. Manchmal schon, aber nicht bei jedem Bier. Ja, ich trinke da auch meine 6 im Bier. 8, Ja, wenn es pressiert. Aber da denke ich mir dann irgendwann schon, jetzt muss ich dann da auf einen Backei Cola umsteigen. Bin gestern, Entschuldigung, kleiner Themensprung, gestern bin ich gefragt worden in dieser Runde, in der ich war. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine indiskrete Frage ist, aber wenn wir jetzt auftreten, wie viel wir da so trinken. Ja. Und ich war halt
offen. Und ehrlich gesagt, wir haben angefangen mit einer 4-Bier-Grenze. Ja. Dann haben wir geschaut, geht es mit 6 auch noch? Ja. Und dann sind wir irgendwann bei 8 immer so hängen geblieben und haben halt einfach nicht mehr geschaut. Also wir haben gemerkt, es geht mit 8. Aber wird schlechter. Also, Ja, aber es geht mit 8 und dann haben wir halt einfach uns keine Grenzen mehr ich bin mir gesetzt. vorgekommen wie ein Heiliger, als ich gesagt habe, ich sauf vor dem Auftritt keinen Schnaps mehr. Ja, ist ja also, das ist echt Ich bin ja heftig. hier der Ed Sheeran unter die Musiker rein von der Professionalität Das her. stimmt, Das ja. hab ich gedacht, also leck mich am Arsch. Und dann habe ich halt und hab ich gesagt, nee, okay. Und dann habe ich die Blicke gesehen. Ja. Ich habe auch schon mit ein paar drüber geredet. Vielleicht ist für die auch schwieriger, weil meistens mit Bands geredet haben, die wo Instrumente spielen. Kann ich nicht einschätzen, ob das dann schwieriger wird. Die sagen alle immer so, ja, vielleicht mehr ein, zwei Bier, so, was ist schon gar nicht. Dann denken sie, was bist du, der Musiker? Ja, du Spaß. Ja. Tatsächlich, ich verliere ein kleines bisschen den Respekt vor demjenigen, der auf der Bühne steht, vor allem wenn er asoziale Musik macht, wenn er kein Bier dabei sauft. Ich fühle mich da persönlich angegriffen. Es fühlt sich an wie Verrat. Ja, schon, ja, wenn es ein gesunder Mensch ist. Also, Ja, klar, wenn wenn er jetzt nicht gerade Antibiotikum nimmt. Ja, schon. Jetzt sage ich nur, falls das mit unserer Dermis so weitergeht, Ja. dann müssen wir schon mal. Ja, vor allem, es tut doch kein Musiker, der hier die ganze Zeit predigt vom Biersaufen und was weiß ich, tut's weh, wenn er sich dann einfach eine halbe auf die Bühne steht. Ja. Das tut ihm doch nicht weh. Nein. Er muss doch jetzt nicht. Die Leute, jetzt sage ich da mal was, Kid Rap, die Leute, die auf der Bühne so ganz plakativ in einer Wasserflasche stehen, das sind die größten Alkoholiker, Drecksei da draußen. Das sind die wo schön ein paar Kinder im Keller haben und da täglich runtergehen mit der Peitsche und dann oben schön einen Gutbürger machen. Ganz genau, richtig. Also. Ich trinke nur stilles Wasser auf der Schon, Bühne. und dann wird der Sechsjährige geführt halt im Keller. ganz Und schön genau. Einmachgläser. Das ist der Blick, den wir auf euch haben, weil ich nicht trinke. Wir vertrauen auf der euch nicht. Ja. Aber man muss auch sagen, also so einen langen Teil meiner Karriere habe ich ja mit mehr oder weniger eigentlich nur Assis verbracht. Also im positiven Sinn. Am Kiste, am Bibau, keine Ahnung, am Eimerer. Das sind ja alles Leute, die alle saufen wie die Leher. Und dann denkst du ja schnell, das, was du machst, und halt auch, das ist du und der Harry und so. Und alle ja problematischen Alkoholkonsum. Meine Mama hört den Podcast. Entschuldigung, also das war nur überspitzt, das war wieder Comic Relief. Ja. Und dann kommst du halt irgendwann auf so Bumperl-Veranstaltungen und dann triffst du halt da so Schwachschwaber, die wurde dann da, nein, wir trinken nix, One Love, Liebe, Frieden, jetzt mal, du Spacko. Ja. Aber ja, nein, das fragt mir richtig. Also, und dann, das Gespräch ist dann noch weitergegangen, habe ich halt als Öffentlichkeit gefragt, was ist bei euch so, und dann hat es angefangen. Da haben wir dann schon gedacht, okay, alles klar. Also ich kann mir die Texte gar nicht merken, wenn ich besoffen sage, ich auch nicht. Aber dann übst du halt damit. Da sage ich jetzt aber einmal, also ganz ehrlich, wir haben richtig viel Text. Also, ja, das stimmt. wir haben geisteskrank viel Text und er ist scheiße schnell. So eine normale bayerische Band. Also bei unserem aktuellen Set, also die Songs, die wir jetzt machen, ist nicht mehr so viel. Nein, aber meist jeder ist zwar kurz, aber ich bin ja echt schnell. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Scheiße, das ist mein Grill. Alles offen. Steht er schon rein. Gott sei Dank. Bleib ruhig hocken. Schau mal. Ja, da geht er wieder. Super, Dankeschön, DPD. Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Bring es halt nochmal. Ja. Ja. Ui. Schon, ja. Dazu. Scheiß DPD, zahlst die Leute mit 5 Euro mehr, dann kommt da auch einer, der wo bis 3 sein kann. Er kommt nochmal mit einem Backel. Was haben wir wieder bestellt? Grill, mein Grill. Der andere kommt erst Unser später. Grill, oder? Achso, dein Grill. Ich habe mir einen bestellt. Ein kleiner für daheim. Ah ja. Weber, oder? Nein. Das ist der Weber, gell? Nein, einer vom Aldi. Haben wir es jetzt dann langsam? Ja. Und dann fest zum Stellen, dass er beim Aldi, also ich habe online bestellt, beim Aldi war 10 Euro weniger kostet. Nein. Ja. Aber und jetzt nicht einfach gleich verfügbar gewesen. Ja. Wo waren wir gerade? Eigentlich bei den Arschlöchern, die auf der Bühne nichts trinken. Ja, genau. Sehr viel Text. Ja, und sehr viel Text, genau. Ja. Du bist sehr schnell, hast du gesagt. Ja, bei Bauwagen oder so, das wird dann, also bei Bauwagen Remix, ja. sind schon ein paar Nummern. Ja klar, die meisten mit viel Text sind jetzt raus, so wie Stravanza oder so, der hat viel Text gehabt. Wir nichts mehr trinken. Ja. Aber da läuft man doch wirklich. Also ich habe eigentlich nur dann noch Text hängen, wenn ich halt an was anderes denke.
Wie gesagt, Bauwagen, da ist es halt für mich. Der Bauwagen ist der einzige Song, der so drin ist, dass ich zwischendrin eben vergiss, dass ich da auf der Bühne stehe. Bierzeit-Party auf wie Text. Und Easy. Ja. Und wir gingen ja die ganze Zeit rum, die mit einem Instrumente, die stehen ja die ganze Zeit an einem Ort meistens. Ja. Und schauen mit einem traurigen Hundeblick in Menge. Ja. Ja, die haben auf jeden Fall gemeint, ja, oft ist es halt leider so und das habe ich dann überhaupt gar nicht verstanden. Ja, wir trinken dann halt so lieber dann danach, haben sie halt gesagt. Ja, aber sag ich, ja, wir auch. Schaut da höre ich nicht mehr auf. Ja, das ist halt wirklich so. Ja. Ich meine, ich fühle mich schon blöd, wenn ich Fahrer bin bei der Hinfahrt und dann bin ich ja schon einige halbe zurück. Ja. Das ist ja schon hinterher, das wollte ich sagen. Ja. Und dann halt, ja, und oft fahren sie dann, weil sie in unterschiedliche Richtungen müssen. Das ist halt natürlich ein Problem. Ja. Wenn man selber fahren muss, wenn man nicht wie wir einen Fahrer hat. Ja. Und Roadies. Wir haben letztens festgestellt, was wir für Arschlöcher sind, weil wir 2 Roadies haben, aber in diesem Jahr endlich anfangen, auch unseren eigenen persönlichen Tontechniker mitzunehmen. Aber uns war es wichtiger, dass vor Ort die Leute aufbauen und wir einen Fahrer haben, dass wir saufen können, als sage ich mal, adäquate Qualität zu bieten. Nein, wir haben bisher mal Glück gehabt mit den Techniker. Meistens ist es ja nur in ihr Problem. Da draußen her nichts, ist mir scheißegal, wie das da ist. Ich komme, ich spiele und dann will ich mein Geld haben. Ich wollte gerade sagen, ich will mir meinen Scheck, dann saufe ich an der Bar, bin sau unhöflich zu den Leuten, die da sind, schreie das Barpersonal an. Ja, so aus dem Weg. Du Knecht. Ja. Und ich rede auch, wenn sie Namensschüttel haben, sage ich einen Namen bewusst nicht, weil ich will es nicht vermenschlichen. Sagst du dieses Bundle, weißt du, was da drauf steht? Da steht Act. Ja. Das heißt, ich hier, du Gasmaß bringen. Ja. Jetzt. Und zwar 15 Stück im Backstage. Ja, und am besten gehst. Ja. Ich glaube, dass die Leute, wenn die nur unseren Social Media Content sehen, dass die denken, dass wir so sind. Das ist aber das Geile. Das war gestern wieder das Gleiche, weil wir uns ja hier in unserem Podcast, unsere Songs auf der Bühne logischerweise unserem Ruf entsprechend verhalten. Ja, wenn sie uns dann persönlich kennenlernen, sind sie schon überrascht. Weil wir sind ungelogen. Ungelogen. Die nettesten Leute auf der ganzen Welt, vor allem zu jeglicher Art von Personal. Also Leute, die in der Gastro arbeiten, sind ja sowieso die wichtigsten Menschen auf der ganzen Welt. Also wir kennen, glaube ich, schon fast jede relevante bayerische Band, haben wir schon einmal getroffen. Und man kann, glaube ich, ohne dass ich jetzt rot werde sagen, das sind alles riesen Arschlöcher gegen uns. Wie sie sich im Backstage verhalten, menschlich, wie sie sich uns gegenüber verhalten, alles richtiger Abfall. Pfui. Alle. Jeder. Ja, ich schon. Alle, jeder. Das Schlimmste ist der Eimer, das kann man sagen. Und jetzt seit Wackelkontakt hier. Ja. Nasen komplett darum. Aber mir ist wurscht. Ja, ich bin halt da, ich versuche nett zu sein, aber dann jeder kackt die an, jeder, hier Ellerbogen, hier nur ich. Ja. Und da sage ich so, hey, ist doch nur für alle da. Ja, alle. Aber nicht nur für euch. Und jetzt verpisst euch. Von unserer Bühne. Ja. Danke, dass ihr das warm gespielt habt, die 20 Leute. Bei uns sind nämlich 25 da. Ja. Naja, das war natürlich nur ein Scherz. Zurück zu Österreich. Ja. Also, ich glaube, was voll gemein ist, aber auch geil. Ich habe letztes Mal beim PA Sports im Stream gesehen, mit dem Yakari. Und der Yakari ist ja so ein geisteskranker Typ, der da gar keinen Fick gibt. Der ist ja schon zweimal geschlagen worden, weil er so viel Scheiße labert die ganze Zeit. Und die haben so quasi alle Deutschrapper genommen und haben die dann so werten müssen. Also die geil. Haben die, das haben wir mit bayerischer Musik. Ja. Das darf auf jeden Fall für ein bisschen Frieden sorgen. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich wollte mal, als ich in meinem Studio war, ich war in so einem Mut, aber gedacht, ich mache jetzt einfach so einen 15 Minuten Diss-Track über die bayerische Szene. Ja. Hätte ich einfach Bock drauf. Ja. Muss ja nicht einmal auf Ernst sein. Nein, wo ich halt wirklich jeden beleidigt. Von Labras Banda über den Eimerer, wobei beim Eimerer halt schon 10 Minuten weg waren. Labras Banda. Nochmal Labras Banda möchte halt jeden Einzelnen. Ja, mit Wohnort aber. Ja, natürlich. Mit Adressenleak. Und persönliche WhatsApp-Verläufe. Alles drin. Wir ficken euch. Ja. Und auch der paar Bands, also ich möchte, pass auf, so diese mittelbekannten Bands, einfach ein, zwei davon bewusst auslassen, weil das ist dann der übelste Diss. Ja, oder Namen falsch sagen. Ja.
Ich habe gerade überlegt, ob es der Name Ich habe gerade überlegt, aber ich wollte das da können. Also das ist Naja. schlecht, ich glaube nicht für das Spiel wahrscheinlich dann. Aber einfach mal, gib mir 5 halbe und ein Handy in der Kommentarfunktion. Ja, und dann, das stimmt, ja, dann, Ja. dann wird das schon. ja. Warum eigentlich das Drecksbull dazu? Das das ist sind die vorstellen Knochen, kann. oder? Ja, das ist was, also die bayerische Musikszene oder insgesamt das in Bayern-Ding ist schon geil, weil man davon leben kann, obwohl man nur in Bayern hauptsächlich Ja. stattfindet, das ist geil, aber ich finde es so urlangweilig. Also das ist so... Alles so, Szene an sich. ja, da macht keiner irgendwie mal einen Aufriss, keiner macht irgendwas, was so unterhaltsam ist. Ja. Die machen alle nur Musik. Ja. Das ist doch voll für den Arsch. Naja, es ist Ja. halt, ja, also ich weiß, was du meinst. Ja. Also, da sind ja wirklich richtig gute Musiker oft dabei. Und man kann auch nicht einmal was thematisch sagen, aber die sind persönlich halt einfach so absolut nichtig. Allglatt. Ja, also so komplett nichts, wo du sagst, das hat einen Wiedererkennungswert. Ja. Und das ist auch das Problem, warum die einzig relevanten Musiker in Bayern wir sind. Ja. Das nennen wir irgendeinen anderen. Cool, Ein ne? Name. Irgendein Name. Nennen wir irgendeinen Namen. Scheißegal. Eben. Für mehr uns unter Druck setzt. Ja. Gar Nein. kein Name mehr. Ey. Also insgesamt nicht. Ja. Ja. Das ist das Ding. Ja, nein, das ist so, ja. Es ist eigentlich so, als war ganz die bayerische Musikszene nur so deutsch-pop-mäßig, so richtig Ja. langweilig. Und das ist, also, das ist so null Unterhaltungswert für mich. Ja. Aber wie gesagt, kann ja nicht jeder so geil sein wie wir. Aber du bist ja trotzdem, also wenn du ehrlich bist, bist du ja so eine kleine Malle-Maus. Ja, aber das ja, also ich bin eine Deutschrap-Maus und da passiert halt immer schon viel theoretisch, also so Streitigkeiten, Gossip. Aber da reicht es da, dass das inszeniert ist. Oft. Manchmal, also es gibt also dumme Leute wie ein Flair, Ja. der einfach, weil er denkt, dass er im Boah, Recht wenn ist. er das erzählt. Ja, stimmt, er wird in meine DMs leiden. Und erstmal. Ja, kann du dir- erst einmal 10 Minuten. Ich kann dir genau sagen, was der Flair schreibt. Erst wird er mich anschreiben, dann wird er sagen, warte ab. Und dann sage ich, ja, was? Er besichtigt in Berlin See. Irgendwie Also, sowas. Alter, ich bin echt selten in Berlin. Ja, schon, ja. Ich mag den Rührm ganz gern. Ja. Mal im Jam, lass mal treffen. Ja. Wer glaubst du, also ernsthafte Frage. Ich möchte Ja. eine wirklich ehrliche Einschätzung von dir. Ja. Wer glaubst du, dass eine Beulerei gewinnt, du oder der Flair? Keine Ahnung. Also er macht ja Kampfsport anscheinend oder so. Ja. Du auch? Ja. Wahrscheinlich in einem ähnlichen Pensum. Ja, er hat halt mehr Zeit, weil Stimmt, ja. der hat was nicht in der Filmproduktion leiten, der macht nur seinen Rap. Ja, stimmt. Aber Ja. Aber was willst du sagen wegen Malle, dass da mehr los ist? Oder? Nein, die Frage ist, wo ist der Unterhaltungswert dann zum Beispiel in der Malle-Szene für die? Also das ist keine provokante Frage, Ja, ja. sondern eine Interessensfrage. Also erstens nehmen sie die ja alle selber nicht so ernst, das finde ich schon mal sympathischer. Ja. Ja, das ganze Ding ist ja eigentlich also sehr stumpfe Unterhaltung. Ja. Ja, und da gibt es auch Beefs. Immer so kleine Sticheleien untereinander. Ja. Ja, für mich ist das, mir ist letztens aufgefallen, ich habe letztens, als wir sind wir da zum Auftritt gefahren oder irgendwo sind wir hingefahren und da habe ich dann einfach nur als Spaß ein kleines Programm von Mario Barth ablaufen lassen. Ja. Und genau das ist für mich Malle. Das ist was, wo man irgendwann angefangen hat als Ironie. als Ironie Ja. abzuspielen. Und wo dann auch, ich selbst beim Mario Barth Programm bin ich mir sicher, dass Ortsverlustige jetzt Ja. mal dabei sind. Hat man schon live Nicht gesehen. umsonst da der Arenen Ja, oder es ist mal halt- Stadien Ja, gefüllt. also ja, umso einfacher die Unterhaltung ist, umso mehr der Leute kannst du aussprechen. Das ist ja, Ja. logisch, weil es gibt ja mehr Leute, die auf einfache Unterhaltung stehen. Ja. Oder überhaupt auf Unterhaltung. Ja. Und das ist für mich Malle. ja. Das ist so das, wo man denkt, man muss. Entschuldigung. Ja. Man muss appreciaten, was diese Leute erreichen. Ja. Aber ich möchte es nicht machen. Ich möchte kein Mario Barth-Programm Ja. aufführen, auch wenn ich damit ein 75.000 Mann Stadion füllen Ja. werde. Glaube ich. Also Also, ich das ist schon ein ja. geiler Wichser, so Ja. wie jeder hoffentlich normale Mensch. Na, also wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, ob ich Malle-Musik mache, Ja. erfolgreich, also ich habe einen Garant, dass ich erfolgreich Malle-Musik mache, Ja. oder ich hocke in einem scheiß Büro, dann mache ich Malle-Musik, ohne 1 Sekunden zu überlegen. Also da Ja.
Also erstens mal da viel mehr Kohle. Ja, aber du stehst halt mit deinem Gesicht dafür. Wenn es jetzt drum geht, okay, mit Masken jederzeit. Ja. Aber die Leute denken ja wirklich, das ist so das, was du verkörperst. Ja. Und das ist der Wert. Also du darfst dein komplettes Ich aufgeben und von sehr viel Likes gesehen werden für Geld. Ja, das Okay, wäre schon mal. das Also ist es da die krass. eher mal, dass ich irgendeine Kleinkunst mache. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht machen können. Aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten. Das ist ja natürlich ein harter Vergleich, Malle und Bürojob. Ja. Okay. Also ich glaube, da muss ich 3 Jahre arbeiten. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich Ja. ein erfolgreicher Malerkünstler bin. Aber die 3, 4 Jahre, dann bin ich raus. Dann kann ich machen, was ich will. Aber du kannst jetzt auch, sag ich mal, wenn du jetzt eine hübsche Frau bist, Kann die only 3, 4 Jahre, sag ich mal, genau, online Ja. stellen, weil du die auf kränkeste Art von Pferden ficken lässt und die Leute zahlen da genauso viel Geld, dass sie es alle machen wie ein Bürojob. Nein, aber das ist ja ein Eingriff in meine Intimsphäre. Ja, es baut beides einen Ruf auf, der unangenehm ist. Aber es ist natürlich ein bisschen ein extremer Vergleich Ja. womöglich. Also ich glaube, dass dass viele Leute schon checken, dass das ja alles lustig gemeint ist. Von dem her. Ja, Ja. Also, voll doch. ja, Voll ja. Also ich glaube, dass so Malle-Fans so gezüchtet werden und das glaube ich geht immer so weiter. Es Ja. ist einer da gewesen, Suchgedächtnis sagt, boah geil, verbindet die Ja, Songs ja. mit der geilen Zeit, die er gehabt hat. Und das ist ja auch witzig da. Ja. Und du machst ja nichts anderes als eine Party und Saufen. Und dann kommst du zurück, so wie jetzt der MJ zum Beispiel bei uns, sagt, ja. Malle ist voll geil, ich sag, leck mich am Ja, Arsch. lass mir das noch einmal kosten, das vom süßen Nektar, auch wenn ich nicht im Malle bin. Ja. Und dann bist du da, Ja. Also, sagt zu, Malle, jawohl. ich finde, Malle-Musik soll auf Malle bleiben und halt zum Anheizen. Ja. Das ist so mein Gefühl. Also, mich schockiert eigentlich nur, dass das schleicht sich so rein, die Malle-Musik. Irgendwie, es wird so normal. Das ist ja schon immer da. Ja, ja, aber ich meine, bei Leuten wie uns, Ach so, ja. das war ja das Schlimmste überhaupt. für mich. Es ist ja schon immer so, also ich habe als Ja, Kind halt schon. so 10 nackte Friseurs Ja. haben wir natürlich mitbrüllt, aber Ja. nicht so, dass man wirklich sich mit der Szene beschäftigt. Also du bist ja richtig drin in der Szene, rein vom Wissen her. Ich weiß jetzt nicht, dass ich ein paar Sachen kriegst du mit wegen Social Media, ja. Und TikTok. Ja. Krieg ich echt Das ist eigentlich das einzig Schockierende an dem Malle-Ding für mich. Wer hat da geschrieben? Wer ist das? Der Otte. Sorry, Otte. Geht jetzt gerade nicht. Ja. Das geht jetzt gerade leider Ja. überhaupt nicht. Ja, gehört ja zu Deutschland dazu. Also das ist so ein Ja. Schlagerding. Wird wahrscheinlich in Amerika nicht funktionieren. Dafür funktioniert der Ja, das ist ein Country dann irgendwie. ja, so ein Country. bisschen. Ja, oder sehr so Rap, wo man sich dann fragt, Alter, was ist bei euch eigentlich los? Ja, das war. Meinst du, Sabrina ist happy damit, wie wir das Österreich-Thema gerade behandeln? Ja, Was haben wir denn? Sind wir schon bei 53 Minuten? Oh, ja krass. Echt? Ja, Okay, gut. sorry Sabrina, aber war ein gutes Thema gewesen. Ja, dann 5 entweder oder. Warte, ich möchte nur noch Also- sagen, was die Österreicher uns voraus haben. Ja, stimmt, ja. Also, weil das ist definitiv, haben wir glaube ich schon mal gesagt, ein Schnitzel. Ja, Das ist irre. Wir macht's ja Arschlöcher. Das ist also wirklich in jedem verfickten, was gibt's da? Bahnhofskiosk. Ja, wirklich. Also ich glaube, wenn das ein Scheißhaus ist und neben uns so ein großer Schnitzelstand, schmeckt das 10-mal besser als in einem 5-Sterne bayerischen Restaurant bei uns. Du hast ja die Technik schon kurz verraten. ja. Also ja, für Öl schwenken quasi. Hätte Dings, Ja. Ich weiß nicht, ob das im Restaurant auch so machen. Das habt ihr uns definitiv voraus. Und was ihr einfach jetzt schon durchgespielt habt, ist einfach der Support innerhalb von Österreich. Also eure Künstler, allein das Nova Rock Festival, wo du einfach siehst, okay, die Leute, die lassen auch kleinere Künstler, geben sie mal eine Chance. Stimmt, also, ja. das ist geil, wo bei uns, Also du wärst im Radio gespielt in Österreich, Ja. du wärst auf die Festivals, hast die Chance gebucht zum werden. Ja. Klar ist es bei uns, ist ja Rock am Ring ist ja deutschlandweit. Ich Ja. glaube, deutsche Bands kriegen da schon eine Bühne, aber jetzt so speziell Bayern technisch wird es schwierig. Ja. Aber so Radiosender ja, erstens meinst du Deutsch oder ja, Deutsche, ja. Bayern 3, Bayern 3. Alpenwelle, Ja, doch nicht. Alpenwelle, ja. Macht das nicht so viel, ja. Und ja, die Gruppe Antenne Bayern, genau, Ja. das sind richtige Schwanzlutscher. Alle. Da bin ich wirklich froh,
dass das ähnlich wie bei der Zeitung ist, dass Radiosender so irrelevant geworden sind. Ja, das ist echt gut. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Eure Zielgruppe stirbt weg. Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte... Also du hörst ja ab und zu noch Radio? Nein, nicht anderen. Okay. Also nur, okay, doch, aber mein Arbeitsweg sind 8 Minuten und da höre ich meistens Nachrichten. Aber so, glaube ich... Also warum? Also es macht ja gar keinen Sinn. Radio ist nur für Menschen, die sagen, sie haben keinen Musikgeschmack. Also so, eher ist wurscht, was sie hören. Richtig, ja. Also nicht abwertend gemeint, sondern die hören alles. Dann das ist wieder der schlechteste Mix der Woche, den du dir vorstellen kannst. So für so Seelenlose, die sagen, Musik hat keinen Stellenwert bei einer. Die können Radio hören. Ganz speziell finde ich jetzt bei Antenne Bayern und Bayern 3, weil das ist halt wirklich der... Sag ich mal, also dieser Chart-Müll und zwar der schlechte Scheiß, der halt dann einfach in Dauerschleife abgespielt wird. Wenn's jetzt, ich finde Bayern 1 hat immer mal wieder was reinschießen, ein bisschen die Oldies halt. Für mich. Da ist einmal wieder der ganzen Roses dabei. Da ist einmal wieder die Eagles. Alles das, wo wir früher dazu tanzt haben. Im Bananas, bei Wurzen. Weißt du, was ich meine? War geil. Ja, aber ansonsten, ich bin auch froh, dass Radio stirbt. Und die österreichische, sage mal, Popkultur, die österreichischen Künstler haben einen ganz anderen Riss, sage ich mal. Also schau dir mal Bilderbuch an, schau dir damals schon die Austria 3 oder was geheißen haben. Ja, die geben alle mehr einen Fick einfach. Die sind nicht so allglatt, alle, die versuchen nicht auf Biegen und Brechen Schwiegermamas Liebling zu sein. Also die sind alle geisteskrank. Der Falco, keine Ahnung, der Ambros. Der Fendrich, Erzähl die Nein, wie gesagt, Bilderbuch, Seiler und Speer sind also der Horvath ist ein extrem lustiger Typ. Ja, Pizzeria und Jaus haben auch einen Stärken. Also. Bibiza ist auch sehr, also insgesamt die Wiener muss man lassen, die haben schon alle versuchen halt diesen Falco-Trip oder haben diesen Falco-Style halt irgendwie immer ein bisschen mit drin, was mir gut gefällt. Ganz allein, oder? Also ganz lecker. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir auch gut. Scheiße, was wird das sagen? Entschuldigung. Ja, also wurscht. Ja. War wahrscheinlich mal ein guter Gedanke gewesen. Wahrscheinlich, haben wir da kommen wir nicht mehr drauf, ist verflogen. Weil der Dumbledore über den raus und den. Das war ich kenne das. Das ist auch frustrierend, weil es fühlt sich immer so, als war das einmal wirklich ein guter Gedanke gewesen. So habe ich fast einen ganzen Satz rausgekriegt. Sorry, habe ich wieder ein Bier abgelenkt, Ja, ich bin also ganz nervös. Dann machen wir noch schnell die 5 Entweder-Oder-Fragen. Bitte. Oder? Immer leicht overdressed sein oder leicht underdressed? Klar, unpopuläre Meinung im Dorf, aber overdressed dann. Also brauche ich gar keine Sekunde überlegen. Entschuldigung, sagt es. Was darfst du haben, wenn du so im Dorf nicht auffallen möchtest? Was war da so dein... Ich darf mir anziehen, einfach eine ganz normale Jeans und ein Mammut-Oberteil, also ein Mammutwerken. Ja, vielleicht, wenn ich länglich unterwegs bin und schon richtig dazugehen will, dann so Stirnbandel. Auffüllen. Ja, Stirnbandel oder... Ich bin eine Frau. Ja, stimmt, Ja, sonst darf ich mir Mützen auflegen. Ja. Und ja, ich glaube, also die eine schwarze Jacken, die ich habe, das ist ein bisschen Fleeces, die ist schon gut. Die funktioniert, glaube ich. Ja. Die kann ich da gut tragen. Aber ich brauche halt noch buntere Schuhe. Also ich brauche so Trekking, Wanderschuhe, so Salomon, Du kennst ja mal weiße Strickjacken, oder? Also Strickjacken ist aber die, wo jetzt halt heute auch haben. Schafwolljacken. Nein, nicht die Schafwolle, also die gröbere, die halt nicht so... Ich bin jetzt direkt in ein Haus bei einem Bauernhof gezogen, also im tiefsten Oberland. Und war ich letztens draußen und dann sagt derjenige, mit dem ich draußen war, weil mir weiße Jacke, du bist ja ganz schön schickimicki. Und dann also Entschuldigung, was mache ich denn? Also so insgesamt darfst du nicht zu viel Gedanken machen. Nein, also was halt auch wieder ein Fehler ist, weil wenn ich in der Früh Holz holen gehe, dann schmeißen wir in der Früh meinen Jogger. Da fühle ich mich aber in dieser ländlichen Gegend underdressed oder falsch dressed. Der Jogginganzug gibt es wenig, außer beim Sport. Ja. Aber da brauchst du also ein Radler-Outfit dann oder sowas. Das komplette Programm von Icy Gulp auf Ernst vor Publikum vortragen müssen oder Icy Gulp ein offizielles Los Brutalos Konzert machen. Die Fans denken, ihr kommt. Was nochmal? Also entweder du spielst der Icy Gulp Show komplett durch auf Ernst vor seinem Publikum oder der Icy Gulp spielt vor Los Brutalos Fans. Letzteres, das war sau witzig. Ich glaube, die Hälfte checkt es eh nicht. Nein, Scheiße, der hat jetzt schon relativ viel fehlerfreie Sätze. Die sind ja voll geil. Ich weiß gar nicht, was die anderen sagen. Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, zu dem Scheiß brauchst du nicht anschauen.
Ja, bei mir definitiv B. Ja. Weil es ist keinerlei Eigenleistung dabei. Nein. Und ich möchte nicht vom Ich möchte halt nur nicht, dass der Eisekulp dafür unser Geld kriegt. Nein, das auf keinen Fall. Never ever. Den Bösewicht in einem großen Film Ja. spielen, Christoph Waltz-like, oder in einem Actionfilm den Protagonisten. Also ich glaube, man wird zwar mehr geliebt, wenn man der Held ist, aber ich glaube, also rein aus schauspielerischer Sicht macht der Bäse am Bäsen zum Spielen mehr Spaß. Voll. Ja. Und Actionfilm, Hauptprotagonist. Ja, was soll ich sagen? Das war mal Man. Ich will ja, gerade sagen, ja. Midget Man. Ja. Was soll ich sagen? Ja. Soll ich Ant-Man sein, aber immer. Ja. Also, halt das Maul zerbrennen. Ja. Stell mir das gerade vor, wenn wir bei den Avengers schon so mitlaufen. Ja, vor allem die Avengers, jetzt musst du dir vorstellen, jetzt ist der Captain America, der ja an sich, glaube ich, ein relativ netter, höflicher Typ ist, und dann sagen ja, das sind die zwei Nein, und sie schauen das und sagen, What the fuck? Ja. oh, X-Force. Dann wird der Peter. ja, Dann wird er was. cool, das Wammelman und Midget Man. Was kennst du ja? Oh, Ja. wir haben einen Podcast. Gehen wir regelmäßig unser Steuerspart ab. Und wir haben einen Steuerberater. Ja, mit Thomas. Ja, das ist echt schwer. Ja. Nein, ich weiß nicht, was wir machen könnten, keine Ahnung. Und das siehst du schon bei dieser Avengers-Szene, wo der Thanos schnipst und wir zwei einfach nur da stehen. Sag ich, ja, wir sind in Wagen. Ja. 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 Scheiße. Und wir eines, Oh Mann. Ja. Ja, und der Thanos nur so, dass wir der Alkohol in die nächsten 2-3 Jahre erledigen. 2, 3. Ja. Okay, ein Jahr lang das Hirn eines Genies haben. Okay. Seid ihr gar nicht Wie checken. soll ich mir das vorstellen? Ja. Oder den Körper eines Supermodels. Also, ich darf auf jeden Fall den Körper eines Supermodels nehmen, dann darf ich mich, ja, nein. Ja. Ich glaube, dass das traurig und einsam macht, wenn man zu schlau ist. Vor allem, Das sind überlege so mal, viel Freund. ein Jahr Ja. den Körper eines Supermodels und ich friss Ja. nochmal was und saufe nochmal was. Ja. Was soll ich Neues wissen? Ja, so, ja, also alles, was ich. Also aktuell gibt es tatsächlich wenig Dinge in meinem Leben, wo ich sage, ja, da hätte jetzt da kann mein Gehirn noch mehr Leistung vertragen. Weil das, was ich mache, mache ich gern. Ja. Wenn ich klüger wäre, würde ich das ja alles nicht machen. Ja. Dann darf man das ja wahrscheinlich dann darf ich viel mehr hinterfragen. Ja, schon. Stell dir mal vor, du fängst auf einmal an, Dinge zu begreifen. Und du merkst ja dann, wie die Welt funktioniert, und dann kriegst du richtige Paranoia. Überlege mal, wie oft ich schon keine Dosen weggeschmissen hätte, weil ich mir vorher darüber Gedanken mache, oh, da ist ja noch eine Lacke drin. Ja. Weißt du, wie viel ich schon vollgespritzt habe mit diesen Dosenresten? Ja. Da hätte ich sonst nicht machen, wenn ich Genie wäre. Ja. Und das da ich missen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nach Amerika auswandern oder Italien? Also dazu Italien, nach Südtirol gehört auf jeden Fall Italien immer. Also es gab für mich wenig Gründe, nach Amerika zu gehen. Außer dass ich halt dann auf eine von den Großmächte lebe. Ich finde halt die italienischen Frauen sehr ansprechend. Auch. Ja. Ja, insgesamt mag ich die Menschen, wie die in Europa sind, glaube Das ich. ein bisschen Südtirol-Ding lieber. ist ein großes Ding. Ja. Ja. Also in Italien bin ich ein scheiß Riese. Und ich normal groß. Ja. Ja. Und ich darf dann auch sagen, weil wir letztes Mal schon geredet haben, so viel zu enge Polohemden anziehen, Ja. in hellen Farben, weiß, pink, hellblau, mit so richtig große Aufnäher überall drauf, so Ferrari und Ja, stimmt, Bugatti-Dings, ja. Und Ja. die müsste man schon in der Kinderabteilung kaufen. Stimmt, ja. Das ist schon geil. Also die verstehen mich ja da. Da geht zum Schneider und sagt, Mamma mia! Ja. Und das ganze andere. Ja. Ich wollte tatsächlich intuitiv sagen Amerika, Ja. weil ich an sich in Italien, also wenn ich so die Urlaubsgebiete mir anschaue, Ja. das gar nichts für mich war. Das war mir immer zu heiß und ich mag auch nicht, das ist mir zu dreckig. Ja. Aber Südtirol, ja, da ich nicht mehr. Ja. Südtirol das Beste aus beiden Welten. Ja, ist echt großartig. Gibt es Weil das die mal Späne- Tirol wieder zurück? Ja. Ja. Scheiß Arschlöcher. Möchte man ja nicht politisch positionieren. Aber Rom war cool. Ja. Also, das alte Rom. Das jetzige das Rom Römische ist- Reich. Ja, danke. Ja.
Nein, ich weiß auch nicht. Also ich war früher, hätte ich sofort gesagt, Amerika, aber umso öfter ich drüben war, umso weniger möchte ich da. Also Urlaub immer noch geil, aber Ja. wohnen möchte ich da auf keinen Fall. Also nicht dauerhaft Ja, auswandern. aber ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe mich jetzt auch noch nicht so sehr mit so sozialen Sachen in Italien beschäftigt. Ist mir der Krankenversichert Dann zum noch. Beispiel. Keine Ahnung. Aber es gibt überall einen Pizza-Pass. Ja, und zwar gute. Ja, schon. Ja. Ich glaube, dass die einen Schnabel nehmen. Weil ja die Faucht da ordentlich waren. Ja. Nicht viel Quack, Quack. Wenn ihr eine Italienerin seid, dann schreibt es mal in die Kommis. Und oft sie haben einen Fauer hat. Ja, Ja. finde ich der Hitzjagd. Ja. Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass halt irgendwo im Wald so allein, wo ich wenig andere Amis trifft. Dann, Aber dann muss ich nicht nach Amerika. nein, kann ich in Südtirol machen. Genau. Nein. Südtirol ist ja recht teuer. Gleich eher nach Kanada auswandern. Ich weiß nicht, das soll jetzt aber vielleicht vorher erst einmal da gewesen sein. Ich traue dich nicht. Okay. Kanada ich war ist schon da. Ja. Ich habe mir in Toronto gelandet. Naja, Und da die waren so nett und da hat mir das Flughafenpersonal abgeholt und hat mich zum anderen Gate gebracht, damit ich weiß, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Volldepp. Das haben sie mit alle gemacht. Die haben dann gesagt, hier. 2 Leute. Ja. Okay. Deswegen, ja. Ja, und Kanada ist ja ähnlich wie bei uns. So wie Ja, stimmt eigentlich Landschaft, schon, ja. ja. Leute, Und die da gern bist du Bier saufen. krankenversichert. Ja, und halt Hockey, dann kann ich endlich meine Hockey-Karriere. Und ich habe jetzt ein paar Ansprachen vom kanadischen Präsidenten gehört und dem da die mich führen lassen. Schon, oder? Ja, Das ist ein geiler Typ. Ein geiler Typ, ja. Ist immer sehr, also immer noch sehr kanadisch, also sehr nett in seinen Ansagen an Trump gegenüber, aber sehr, man merkt, dass er weiß, dass er schlauer ist wie der Trump, oder dass er besonnener ist wie der Trump auf jeden Fall. Und er macht trotzdem so seine kleinen Ansagen. Ja, also er war ja derjenige, der gesagt hat, als Amerika gesagt hat, sie annektieren einfach Kanada, dass er ein Schneeball in der Hölle gefriert. Ja. Er hat es probiert mit Vernunft. Er hat gesagt, dass das eigentlich immer super hingehauen hat mit ihnen und warum sie jetzt einfach so weitermachen. Ja. Dass da alle was davon haben. Ja. Aber gut. Fan der Woche. Haben wir keinen. Du mit der, wo wir im Schönraum Carsten, du hast schon zweimal kommentiert, du bist Fan der Woche. Ja. Huber, glaube ich, oder? Falls ich die falsch aufgeschrieben habe, sag I Bescheid. don't fucking know. Ja. Genau. Secret-Tipp, unser Konzert in Benedikt Bayern. Ja. Schaut's vorbei. Lass mich auch spielen, mal in der Nähe von daheim. Ja, stimmt. Ja. Er wird wahrscheinlich gesoffen. Ja. Könnt ihr ja nach dem Konzert vorbeischauen. Ja. Aber die Tickets kauft es trotzdem. Schon, ja. Zwar fürs Doppelte. Ja. Weil wir im Oberland sind reich und das müssen wir ja auch spüren. Spielen ja da nicht in Duisburg. Na, sorry an alle Duisburg-Fans von uns. Was hast du zur Zeit gegen Duisburg? Ich habe letztes Mal ein Doku gesehen und habe gesehen, dass Duisburg echt hässlich ist. Okay. Ja, Wie hässlich. viel von der Zusammenfassung der Doku? Das oder war eine der ganze Doku. Wie kommt man auf die Idee, sich ein Doku über Duisburg Ja, da ging es um so einen Ghetto-Block Ah, quasi. okay, Ja. okay. Und da war die eine von, die von SCG, die mal 2 Wochen nichts gesoffen hat. Ah, die hat das gemacht. perfekte Mischung aus Ja. geil und räudig. Ja, genau. Ja. Was steht die Woche noch an? Auftritt Go to Go, haben wir schon gesagt. Musikvideo dreh. Und in 2 Wochen schon kommt nächste ein Woche, neuer ja. Song. Ja, noch schauen, ja. Easy. Ja. Na, das ist mir fällt auch nicht mehr ein. No. Ja, die letzten Worte wie immer, der wunderbare Harald. Danke.